3 Jahre lang haben sich in Bayreuth 13 Frauen und Männer regelmäßig getroffen und geprüft, ob sie ihren Lebensabend gemeinsam verbringen wollen. Jeder in der eigenen Wohnung, aber alle unter einem Dach. 2022 startete das Projekt Lebendige Nachbarschaft, kurz LENA. Ingeborg Brendler ist eine von ihnen. Die Witwe lebte in ruhiger, naturnaher Lage am Stadtrand von Bayreuth in einem Haus mit Wintergarten. Aber eben allein. Sie verkaufte das Haus. Ihr Motto: lieber gemeinsam als einsam. Inzwischen macht die 81-Jährige regelmäßig Morgengymnastik mit anderen LENA-Mitgliedern vor dem Neubau der gemeinnützigen Bayreuther Wohnungsbaugenossenschaft. Hier leben die 13 nun seit 2 Jahren Tür an Tür. Eine Wohnung haben sie mietfrei als Ort für Zusammenkünfte. Für das gemeinsame Frühstück jeden ersten Samstag im Monat etwa. Niemand muss, jede und jeder kann. Jeden Samstag ihr Treffen zum Frühstück, das würden auch, glaube ich, nicht alle mitmachen. Oder die wenigsten. Aber das ist schon was Besonderes. Einmal im Monat alle morgens zu treffen. Und Samstag hat man ja auch Zeit. Keine Termine. Das klappt einfach super. Ne? Und dann freut man sich drauf. Also, so geht es mir jedenfalls. Ingeborg Brendler hat wie alle anderen den Schritt in das gemeinsame, aber selbstbestimmte Wohnen bislang nicht bereut. Sie genießt vor allem die wachsende Achtsamkeit in der Gruppe. Oft wird sie von ihrer Nachbarin zum Abendessen eingeladen. Inge Caroline Gast kocht gerne, aber eben nicht für sich allein. Die 11 unterschiedlich großen Wohnungen werden energiesparend mit einer Wärmepumpe beheizt und kosten pro Quadratmeter 11 € Miete. Für diesen Standard ist das in Bayreuth ein üblicher Preis. Alle LENA-Mitglieder haben die für sie passende Wohnung gefunden. Eine Garantie, dass gemeinsames Wohnen wirklich funktioniert, hatten die 13 Frauen und Männer nicht. Zwischenbilanz nach 2 Jahren? Ganz kurz und einfach, es war die richtige Entscheidung. Ich fühle mich wohl hier. Es ist eine Gemeinschaft, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man teilnehmen kann, wo man sich aber auch zurückziehen kann. Und einfach eine gute Sache. Es ist für mich sehr wichtig, dass man jetzt so in dem Einstieg ins Rentenalter nicht so lahm rumsitzt, sondern viele Impulse kriegt durch die Gruppe, dass man gemeinsam was unternimmt. Morgen. Es ist ja doch wenn so viele Menschen zusammenkommen, die verschieden dicken, sage ich jetzt einmal. Jeder hat ja eine andere Vorstellung und trotzdem funktioniert es gut. Immer wieder unternehmen die Bewohner gemeinsame Ausflüge. Es gilt das Prinzip: bloß kein Gruppenzwang. Da sind wir 2 Tage in Neuburg. Einen Tag. Ach, einen Tag. Genau. Bei mir ist in einer Stunde, soll man sich Zeit nehmen. Das heißt, von der Zeitplanung dann davor. Oft finden sich kleine Grüppchen spontan zusammen, auf Zuruf oder über die WhatsApp-Gruppe. Lust zum Spielen? Dafür gibt's ein Extrazimmer. Dort sorgt auch eine gemeinsame Bibliothek für Abwechslung. Wichtig für alle die Barrierefreiheit des Gebäudes, besonders für Ingeborg Brendler. Sie steht kurz vor einer Knie-OP. Noch größere Bedeutung hat für die Seniorin aber der Umgang miteinander, das Menschliche. Viele Bekannte sagen dann: hat es noch keinen Streit gegeben? Geht es wirklich gut nach 2 Jahren? Und ich muss sagen, es geht gut. Es hat noch keinen richtigen Streit gegeben. Noch sind alle wohlauf, noch ist niemand aus Frust oder aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. In einer nahegelegenen Kleingartenanlage haben sie sich eine grüne Wellness-Oase angemietet. Da kann jede und jeder genießen und arbeiten. Ganz nach Lust und Laune, ohne starre Arbeitsteilung. Auch das funktioniert. Inzwischen gibt es eine Nachfolgegruppe für lebendige Nachbarschaft namens LENA 2. Die Wohnungsbaugenossenschaft reißt alte Gebäude ab und schafft neuen Raum für gemeinsames Wohnen. 15 Wohnungen hätten wir gebraucht. 11 stehen nur zur Verfügung und dann wird gelost. Ich wollte vorher wissen, wo liegen eventuell die Probleme, wie können die gelöst werden.
Ja, und deswegen war Lena 1 für mich ganz wichtig. So in etwa soll das Lena 2-Projekt aussehen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Bayreuth erwartet eine steigende Nachfrage nach dieser Art des Wohnens im Alter. Lieber gemeinsam statt einsam, das habe Zukunft.